Hallo Reisefreunde! Heute melden wir uns bei euch mit einem kurzen, ja vielleicht kurzen News-Update-Video. Wir haben ein bisschen was zu erzählen, ein paar News, die ihr unbedingt wissen müsst. Und ja, ich denke, wir fangen gleich mit dem Highlight an, oder? In nicht einmal mehr einer Woche findet unser erster Vortrag in der Schweiz statt. Und falls ihr jetzt aus der Region um Frauenfeld sind oder Bodensee oder wo ihr auch immer herkommt, am Samstag, 3. März, findet in Frauenfeld im Schlosskino unser Vortrag statt. Eintritt ist kostenlos. Es geht um den Balkan und um unsere Reise durch Osteuropa. Rund eine Stunde lang werden wir da über das vergangene Jahr, über unsere Reise erzählen. Und falls ihr Lust habt, da dabei zu sein, um 10 Uhr startet das. Aber ich glaube, wir setzen euch einfach einmal auch noch den Link zur Facebook-Veranstaltung unten in die Beschreibung rein. Klickt dort drauf, dort findet ihr alle Details zu diesem Vortrag. Wie fühlst du dich? Das ist natürlich ziemlich spontan, das Ganze. Also wir haben das nicht viel im Voraus geplant. Darum sagen wir euch das erst auch heute. Und ganz wichtig, regt euch nicht auf, es ist vielleicht nicht in eurer Nähe, aber es ist definitiv nicht der letzte Vortrag, den wir halten werden. Da kommen, das dürfen wir eigentlich noch gar nicht verraten, noch einige mehr auf euch zu, die sind vielleicht dann auch in der Nähe. Also ja, das ist jetzt etwas für unsere Schweizer Freunde oder für unsere Bodensee-Freunde und ja, wir sind ganz schön aufgeregt, würde ich sagen. Absolut, das erste Mal wirklich, gut, ich stand ja schon mal auf einer Bühne, aber jetzt wirklich mit einer Roadshow, mit unserer Reise eine Stunde lang, das freut mich. Ja. Ich bin total gespannt und aufgeregt und ja, natürlich ist er auch noch nicht ganz fertig, da müssen wir noch den letzten Schliff dran machen, damit wir dann auch bereit sind. Aber jetzt haben wir ja noch ein bisschen Zeit und die werden wir auch nutzen für das. Oh, was war das? Hast du das gesehen? Ich habe sowas gehört. Irgendwie kam mir die Melodie bekannt vor. Ja, irgendwie. Komm, wir lauschen nochmal. Das war doch unser altes Intro. Wo kommt das denn jetzt her? Ja, es ist soweit. Wir bringen unser altes Intro wieder zurück. Wir schaffen unser neues Intro ab und bringen ab morgen wieder das alte Intro. Wegen euch. Ihr habt die ganze Zeit rumgemeckert, uns Mails geschrieben, Kommentare zugestellt und immer mal wieder gesagt, ach, euer altes Intro, das war doch euer Wir vermissen es so sehr und wir wollen das wieder. Und ihr könnt doch einfach nicht bei einer Reise euer Intro abschaffen. Ja, ihr habt recht. Hätten wir schon gekonnt, aber wenn ihr das unbedingt wollt, dann tada, in voller Länge für euch. Ja, klingt schon cool, müssen wir zugeben, ist ja schon auch unser Marken. Genau, ja, ab sofort wieder unser altes Intro und ich denke, das bleibt auch bis zum Schluss jetzt bestehen, oder? Ja, schreibt mal unten in die Kommentare, wie findet ihr das? Ich denke, die meisten werden sich freuen. Das wollten wir euch auch noch kurz sagen. Und dann haben wir ja noch mehr News, oder? Wir fahren ja zur ITB nach Berlin und das schon nächste Woche. Da treffen wir auf ganz viele Blogger-Kollegen und wir haben ganz schön viele Termine. Wird eine anstrengende Zeit werden und deshalb, wir haben ja auch schon vereinzelt von euch Benachrichtigungen bekommen, dass ihr aus Berlin seid oder der Umgebung und euch über ein Treffen freuen wollt. Es wird schwierig werden, weil wie gesagt, unser Terminplan, der ist echt schon sehr, sehr voll und wir sind da wirklich sehr eingespannt. Genau. Aber es gibt da noch so eine Möglichkeit. Wir sind erst eine Woche später, haben wir wieder einen fixen Termin in Gotha, das liegt bei Erfurt in der Nähe. Das heißt, wir haben eine Woche Zeit, um von Berlin dahin zu reisen. Und jetzt seid ihr am Drücker. Wohin sollen wir denn in diesem Teil von Deutschland hinfahren? Wir würden ja sehr, sehr gerne nach Leipzig reisen, das reizt uns sehr, sehr fest, da wollen wir unbedingt hin, aber vielleicht habt ihr ja noch eine Idee von Berlin nach Gotha über Leipzig. Was müssen wir uns anschauen? Wer hat Zeit, uns seine Stadt zu zeigen? Schreibt es unten in die Kommentare oder uns direkt ein Mail. Ja. Das würde uns natürlich sehr freuen. Und dann haben wir noch etwas anderes für euch. Und zwar kommt es ja immer mal wieder vor, dass wir ein Video rauslassen, aber ihr vielleicht gar keine Meldung kriegt. Und wie das so ist mit den ganzen sozialen Medien,
man verliert den Überblick. Und damit ihr ein Instrument habt, wie ihr sicher keins unserer Videos oder auch von anderen, die ihr guckt, auf YouTube verpasst, da hat YouTube eine Möglichkeit. Und zwar kann man eine Glocke aktivieren. Genau, wir blenden euch das gleich mal kurz ein. Ihr seht jetzt das Bild, das ist unten neben dem Abonnieren-Button, hat es eine Glocke, da kann man draufklicken, dann wird die aktiv und ihr bekommt ganz sicher immer eine Benachrichtigung. Weil wir haben in letzter Zeit oft erfahren, dass viele von unseren Videos nichts gewusst haben, die nicht gesehen haben, in der Abo-Box nicht angezeigt wurden. YouTube hat da seine eigenen Regeln, die nerven zum Teil sehr. Und die ändern das halt teilweise auch mit diesen Algorithmen und so weiter und so fort. Deshalb, wenn ihr ganz sicher sein wollt, dass ihr kein Video verpasst auf YouTube, dann klickt die Glocke an und dann bekommt ihr wirklich jedes Mal, wenn etwas auf unserem Kanal passiert, eine Benachrichtigung. Ja, so ist es. Verpasst habt ihr gestern nichts, es ist tatsächlich kein Newsletter rausgegangen. Das erste Mal, glaube ich, seit einem Jahr ist kein Newsletter rausgegangen. Dafür ist Steffi verantwortlich, ihr habt es vielleicht schon gehört. Ja, ihr habt es vielleicht schon gehört, oder? Sie ist ein bisschen erkältet. Ja. Grund Nummer 1, dass ich im Moment nicht einfach meine 150% wie normal leisten kann. Und der andere Grund ist natürlich auch, dass wir uns jetzt wirklich auf in den Norden machen. Und viele Fahrtage heißt halt immer auch lange Zeit im Auto und dann sind wir am Abend ziemlich erledigt, dass wir nicht noch großartig Lust haben, noch viel zu bearbeiten und zu machen. Am ersten Samstag kommt dann natürlich ein Newsletter wieder. Wenn ihr diesen abonnieren wollt... Verspricht, ja. Wenn ihr den abonnieren wollt, dann schreibt uns eine Mail an info@comifastu.com betreff Newsletter, dann nehmen wir euch auf. Da kriegt ihr dann einen Einblick in unser Tagebuch und den Einblick kriegt ihr dann eine Woche später immer auch auf unserem Blog. Das ist ja auch neu und ja, ich denke, das war es schon fast mit dem News. Länger wollen wir eigentlich heute am Sonntag gar nicht werden. Es ist ja noch Olympia, müsst ihr sicher alle noch Fernsehen schauen und ja. Eigentlich ist Olympia schon vorbei, oder? Wann sind die letzten Spiele? Ja, wir haben ja gerade mitgekriegt, dass die Deutschen den Eishockey leider... Ja, erst die großen Überflieger und uns Schweizer rausknallen, oder? Und dann gegen die Russen verlieren. Ja. Aber wir wollen jetzt hier nicht in den Sport abdriften. Wir wollen an dieser Stelle einfach mal wieder Danke sagen für die vielen, vielen Aufrufe. Wir stehen ganz knapp vor den 6000 Abos. Es fehlen noch 50 Abos bis zu den 6000. Das freut uns natürlich enorm. Wir wachsen immer noch tagtäglich. Immer wieder kommen neue Leute dazu. Immer wieder schreiben neue Gesichter auch Kommentare und das ist schon richtig cool. Und dann sagen wir für heute Tschüss. Die normale Vlog Ausstrahlungsdaten, die sind jetzt wieder aktiv. Das heißt, morgen kommt direkt das nächste Video und ich verspreche euch, da ist nochmal eine große Portion Sonnenschein mit dabei. Ja, da ist sehr viel Sonnenschein dabei, aber nicht nur Positives, sondern auch Negatives, das wir wirklich einmal ansprechen mussten. Das ist sehr, sehr wichtig. Also unbedingt morgen 18:30 Uhr einschalten. Geht weiter mit unseren Spanien-Vlogs und ja, da kommt noch ganz viel Spannendes auf euch zu und auch für uns wird die nächste Zeit sehr, sehr spannend mit dieser Messe und diesem Vortrag. Alle Infos unten in der Infobox. Wenn ihr Interesse habt, kommt vorbei. Wir würden uns sehr, sehr freuen, viele Gesichter von euch zu sehen und den einen oder anderen vielleicht mal persönlich kennenzulernen. Und wer gar nicht aus der Region ist, sondern eher so Region Berlin, Erfurt, ist auch nicht vergessen, schreibt die Kommentare, wohin wir sollen, wo wir schön wandern gehen können, auch zu dieser Jahreszeit, welche Städte sich lohnen und so weiter und so fort. Ein paar Thermalquellen würden wir auch nehmen. Ja, das würden wir auch nehmen. Das ja, würden dann wir wird auch Steffi nehmen. vielleicht wieder ganz gesund, obwohl sie sagt, ja, sie ist nicht krank. Nein. Ja, das war's vom Update-Video heute ganz kurz an diesem Sonntag. Wir wünschen euch ein wunderschönes Wochenende noch, Restwochenende, genießt die Zeit und krümelt euch irgendwo unter eine Decke, dass ihr warm habt. Wir haben ja schön ordentlich warm. Ja, passt. Das war's. Dann. Für euch gibt es jetzt zum Abschluss, würde ich sagen, nochmals. Nochmal das Video, Ja. aber das ganz lange, das Kanal-Intro-Video. Ja, das würde ich jetzt nicht versprechen, das habe ich, glaube irgendwo verlegt. Ja, wir schauen mal, ob wir das finden und ja, sehen uns dann morgen wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Hasta luego, tschüss.